Sind wir schon? Oh, da sind wir ja schon. Das hätte ich jetzt doch fast den Anfang der Sendung verpasst. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, wenn ich dieses SX7 in der Hand halte, was ich Ihnen jetzt in den kommenden Minuten vorstellen möchte, dann vergesse ich ein Stück weit die Zeit, weil es richtig Spaß macht, damit, ich will nicht sagen zu arbeiten, ich habe damit ein Stück weit meinen Spaß gehabt, durch die ganzen App-Spielchen und so weiter, aber es ist einfach so, da vergeht die Zeit wirklich wie im Flug. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mich in den letzten Jahren immer so ein Stück weit geärgert, dass ich eigentlich immer wählen muss, welches mobile Endgerät ich eigentlich mitnehme. Ich habe mein normales Smartphone, wenn ich telefonieren möchte, aber ganz ehrlich, auf diesen kleinen Displays da so eine Internetseite aufzurufen oder auch mal eine E-Mail zu schreiben, yes, da habe ich schon die wildesten Geschichten erlebt. Das heißt, ich kann damit telefonieren, absolut zufriedenstellend, aber im Internet surfen und diverse Spielchen spielen finde ich nicht so wirklich prickelnd auf dem kleinen Display. Also muss ich mich auf einen Tablet-Computer konzentrieren, wo das Bild etwas größer ist. Aber mit einem Tablet kann ich normalerweise nicht telefonieren. Das heißt, ich habe entweder einen großen Bildschirm, der mir tolle Seiten anzeigt, aber damit kann ich nicht telefonieren, oder ich habe ein Smartphone, mit dem kann ich telefonieren, aber die Darstellung ist nicht wirklich dolle. So eine Kombination aus beidem, das wäre richtig schick, oder? Das wäre doch wirklich mal klasse. Und genau das habe ich jetzt für Sie in Form dieses SX7. Das sagen wir oder nennen wir intern ein Stück weit Smartlet, weil es wirklich eine gelungene Kombination ist aus einem Tablet-PC. Sie kennen diese flachen Bildschirm-PCs, die man häufig jetzt mittlerweile also auch bei Menschen jeglichen Alters, auch gerade in den Innenstädten sieht. Gleichzeitig haben Sie aber auch ein vollwertiges Smartphone, mit dem Sie eben auch zufriedenstellend telefonieren können in einer super Sprachqualität. Und das ist für mich ehrlich gesagt ein ganz klares Plus bei unserem SX7. Und das haben auch viele unserer Zuschauer gleich zu Beginn erkannt. Gleich aus der ersten Präsentation heraus ist dieses SX7 wirklich hunderte Male bestellt worden, und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt also auch noch durch die neue Lieferung neue Stückzahlen präsentieren kann. Preislich sind wir sehr, sehr günstig unterwegs im Vergleich zu den meisten anderen Tablets in dieser Größe, die momentan auf dem Markt zu haben sind. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen können. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was das Gerät denn eigentlich kann. So, und diese Oberfläche hier, die ist natürlich schon mal richtig spitze, weil wir hier ein 7 Zoll großes Display haben. Das sind knapp 18 cm in der Diagonale, 17,8 cm, um da genau zu sein, mit einer vernünftigen Auflösung mit 1024 mal 600 Pixeln, 16 Millionen Farben, runden natürlich das Gesamtbild ab, und die Darstellung erfolgt hier im Maßstab 16:9. Damit Sie natürlich auch Ihre Internetseiten vernünftig aufrufen können, damit Sie auch beispielsweise die kleinen Spielchen, einen Rennsimulator oder mal Angry Birds, Sie kennen die Thematik, auch mal vernünftig und ruckelfrei darstellen lassen können, haben wir uns hier bei unserem SX7 Tablet, bei unserem Smartlet für den Doppelkernprozessor, den Cortex A9, entschieden mit einer 1,2 GHz Taktung, und das macht das kleine Kerlchen wirklich unheimlich schnell. 1 GB Arbeitsspeicher rundet das komplette Bild ab. Und wo wir Ihnen hier natürlich auch noch ein paar schöne Bilder zeigen können, möchte ich gleich bei der Gelegenheit die beiden digitalen Kameras erwähnen. Wir haben eine 2-Megapixel-Kamera, die nach vorne zeigt, mit denen Sie also sehr schöne Fotos und Videos machen können. Ich denke, die Qualität ist absolut überzeugend. Wir haben aber noch eine zweite Kamera, die zu Ihnen zeigt. Das heißt, wenn Sie das Gerät so in der Hand halten, wie wir es Ihnen gerade zeigen, richten Sie die Kamera automatisch auf sich selber. Kann man sehr schöne Fotos machen, wenn man mit der Freundin oder mit dem Freund im Arm ein schönes gemeinsames Foto haben möchte. Gedacht ist es aber eigentlich für die klassische Internettelefonie, also nicht nur telefonieren mit Ihrem Gegenüber, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht telefonieren. Wenn Sie jetzt beispielsweise Kinder oder oder Enkelkinder haben, die ein paar hundert Kilometer in einer anderen Stadt wohnen, es kommt gelegentlich schon mal vor, kann man damit natürlich ganz anders umgehen, als wenn man einfach nur die Stimme am Telefon hört. Ich finde es wirklich richtig praktisch, was wir hier haben. So, vom Betriebssystem her haben wir uns hier für ein Android-basiertes Tablet entschieden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das haben wir nicht ohne Grund gemacht. Die Firma Apple nutzt das Betriebssystem iOS für ihre iPads und auch für die iPad Minis, sind absolut ausgereift und funktionieren ganz hervorragend. Aber alleine im ersten Halbjahr dieses Jahres sind allein schon, ich glaube, über 40, 50 Millionen Android-basierte Geräte weltweit mehr verkauft worden. Und das hat meines Erachtens einen ganz klaren Sinn.
Android-basierte Tablets oder auch Smartphones sind grundsätzlich mit den Windows-Anwendungen kompatibel. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch mal Ihre kompletten Adressdaten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, postalische Anschriften, diese ganzen Geschichten als Datensatz auf Ihr Tablet übertragen möchten, ist das bei den iOS-basierten Geräten nicht ganz so einfach. Bei den Android-basierten Geräten ist das eine Sache von ein paar Sekunden. Man dockt das kurz an das Gerät und schon zieht er automatisch die entsprechenden Daten drüber. Also die Synchronisation mit Ihrem Rechner oder mit Ihrem Laptop ist wirklich denkbar einfach. Das Schöne ist eben auch, dass wir hier einen variablen Speicher haben. Und das haben beispielsweise auch die ganzen Apple-Geräte nicht. Da muss ich mich im Vorfeld für entscheiden, wie viel Speicher ich eigentlich haben möchte. Ob ich jetzt mit 16 GB zurechtkomme, 32 oder vielleicht sogar 64 brauche. Mittlerweile gibt es ja sogar die 128 GB iPads. Die sind natürlich super, keine Frage. Wenn Sie gerade mal zufällig 700, 800 € übrig haben für ein solches mobiles Endgerät, super, greifen Sie zu. Wenn Sie das nicht unbedingt haben, ist das ein sehr, sehr teures Vergnügen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Bei unseren Geräten, speziell bei unserem SX7, können Sie den Speicher jederzeit selber bestimmen. Das heißt, Sie bedienen sich hier einer kleinen Micro-SD-Karte und hier können Sie bis zu einem Speichervolumen von 32 GB gehen. Und selbst wenn die Karte irgendwann mal voll sein sollte mit Videos, Fotos und was auch immer Sie drauf spielen möchten, nehmen Sie sich einfach eine neue Karte und fangen wieder von vorne an. Ich habe mittlerweile auch 3 oder 4 verschiedene SD-Karten zu Hause, mal mit Arbeitsunterlagen, mit Grafiken, was man eben für den Beruf so braucht. Ich habe eine zweite Karte, da ist meine komplette Musiksammlung mit drauf. Ich habe eine dritte Karte, die habe ich ganz gerne dabei, wenn ich unterwegs bin. Da sind Bilder von der Familie drauf, von meinem Sohn natürlich, von meiner Frau, von unserem Hund. Also von den Haustieren, das ist einfach schön, sowas immer dabei zu haben. So, natürlich haben wir weitere Highlights hier mit dabei. Sie können natürlich jederzeit ins Internet gehen mit dem guten Stück, ins kabellose Internet, in den WLAN-Bereich. Sie haben auch eine Hotspot-Funktion, dass Sie hier SX7 automatisch dann, wenn Sie in den Einzugsbereich Ihres WLANs kommen, dann automatisch einwählt. Habe ich auch gemacht, zum Beispiel für zu Hause, beziehungsweise hier fürs Büro. Das heißt, sobald ich die Räumlichkeiten betrete, springt er mir automatisch in das WLAN-Netz rein, sodass ich direkt kabellos im Internet surfen kann. Bin aber eben auch unterwegs völlig flexibel, zumal ich hier also auch auf das sogenannte UMTS-Netz, auf das Handynetz zugreifen kann. Zum einen, um zu telefonieren und zum anderen natürlich auch, um jederzeit mal eben eine Information, auch wenn ich unterwegs, zum Beispiel in der Innenstadt bin, abzurufen. Ja, wenn ich mal wissen möchte, wann kommt der nächste Bus oder wie weit ist es denn eigentlich bis zur nächsten Notapotheke? Wer hat denn überhaupt auf? Gerade am Sonntagabend zum Beispiel eine durchaus sinnvolle Einrichtung hier. Dann kann ich mal eben schnell die Informationen abrufen und die kommen zuverlässig und schnell auf Ihr großzügiges Display drauf. Natürlich wäre es schon klasse, wenn man alleine mit einer SIM-Karte arbeiten könnte. Ich mache das Gerät mal eben auf und zeige Ihnen das mal gerade. Aber wir haben hier eine Dual-SIM-Funktion. Dual-SIM bedeutet, dass Sie hier die beiden Schächte sehen für 2 SIM-Karten. Wofür brauche ich das? Ganz einfach. Viele Herrschaften, die zum Beispiel auch im Außendienst unterwegs sind, schleppen immer 2 Telefone mit sich herum. Ein privates Handy und nochmal ein Firmenhandy. Vielleicht sind Sie auch auf Bereitschaft oder haben irgendwie Backup-Dienst und müssen einfach erreichbar sein. Dann brauchen Sie 2 Telefone, 2 Ladekabel, vielleicht sogar 2 verschiedene Ohrhörer. All diese ganzen Geschichten kann man sich natürlich sparen. Hier kann man, muss man nicht, aber kann man 2 SIM-Karten einführen. Beispielsweise eine für den privaten Gebrauch und eine zweite zum Beispiel für den dienstlichen Gebrauch. Viele nutzen das auch aus, wenn sie zum Beispiel im Ausland unterwegs sind, im Urlaub. Da kommt die normale SIM-Karte rein. Da kommt dann nochmal zusätzlich eine zweite SIM-Karte, eine Prepaid-Karte zum Beispiel von einem örtlichen Anbieter, zum Beispiel in Spanien oder in Italien rein. Dann spart man sich auch das lästige Roaming und die damit verbundenen Gebühren. Also wirklich eine durchaus interessante Geschichte und vor allen Dingen ist das Gerät auch von der Haptik, von der Anwendung her super. Es liegt Spitzenklasse in der Hand, es rutscht auch nicht durch, es ist natürlich wie geschaffen für die Einhandbedienung, sodass Sie die zweite Hand frei haben und jederzeit hier mal eben kurz Ihre Informationen abrufen können. Und ich möchte Ihnen noch mal ein weiteres Highlight zeigen. Das ist eigentlich üblich, aber das kann unser SX7 natürlich ebenfalls. Das heißt, wenn Sie jetzt hier mal hochkant arbeiten und feststellen, Sie haben ein Spiel oder Sie haben auch mal eine Internetseite, die Sie sich etwas anders anschauen möchten, dann können Sie das gute Stück natürlich auch im Querformat anzeigen lassen. Sie sehen das, wups, springt da automatisch
rüber. Und das macht einfach richtig Spaß, mit so einem Gerät umzugehen, weil Sie eine vernünftige Größe haben, mit der Sie auch wirklich arbeiten können. Bei den Smartphones, Sekunde, ich zeige Ihnen mal eben was. Wenn Sie jetzt hier was suchen möchten, bei den Smartphones zum Beispiel, haben Sie so kleine Tasten, dass mir das Wörterbuch, das automatische, immer die wildesten Wortkreationen hineinpackt. Hier bei diesen großzügigen Gestaltungen der Tasten habe ich wirklich eine Chance, wirklich wie bei einer ganz normalen Tastatur, wie ich es vom Rechner oder vom Laptop her kenne, damit zu arbeiten. Und das bedeutet ein ganz klares Plus an Zeitvorteil, was wir hier haben. Es ist richtig schön. Wir sehen das auch hier nochmal, zack, springt er automatisch um und zieht sich natürlich auch direkt wieder gerade. Für die kabellose Datenübertragung haben wir sogar das Bluetooth hier mit drin. Das heißt, Sie können also auch jederzeit zum Beispiel Musik von Ihrem Laptop hier auf dieses Gerät streamen. Bluetooth 4.0 natürlich, das heißt eine datenlose Übertragung. Und wenn wir eben schon vom Telefonieren gesprochen haben, möchten Sie ja vielleicht nicht unbedingt immer das Gespräch laut über den Lautsprecher anhören. Mitunter hat man auch schon mal andere Herrschaften, die mit im Raum sind, die das Gespräch nicht gleich mitverfolgen sollen. Selbstverständlich haben wir hier eine 3,5 mm Klinke mit dabei, sodass Sie jederzeit auch mal einen ganz normalen Ohrstecker anklicken können. Dadurch, dass wir Bluetooth-Verbindung haben, funktioniert das Ganze aber auch gerne kabellos. Da haben wir tolle Bluetooth-Headsets für Sie im Programm. Fragen Sie da bitte mal bei den Kollegen im Service Center nach. So, wenn wir gerade schon beim Telefonieren sind bei unserem SmartLED, kann ich Ihnen sagen, dass es völlig egal ist, in welchem Netz, in welchem Land Sie sich aufhalten. Wir haben hier ein Quadband-Handy sozusagen, ein Quadband-Smartphone. Das heißt, Sie können also wirklich in allen Netzen weltweit damit telefonieren. Und Sie sind sogar vertrags- und SIM-Log-frei. Das heißt, welche SIM-Karte zum Telefonieren Sie hier reinpacken, eine oder in der Spitze sogar bis zu 2 Stück, ist völlig Ihnen überlassen. Da gibt es viele, die sagen, Mensch, ich habe schon einen Handyvertrag, da gibt es eine günstige Zweitkarte von meinem Anbieter, die packe ich mir einfach hier rein für kleines Geld. Wenn Sie aber jetzt nicht unbedingt einen Vertragsabschluss tätigen möchten, der Sie 2 Jahre an einen Anbieter bindet, können Sie auch jederzeit hier eine Prepaid-Karte reinpacken und die kriegen Sie in unterschiedlichen Stückelungen. Eigentlich schon fast an jedem Kiosk, selbst bei uns auf dem Dorf, auf der Tankstelle, kriegen Sie da die passenden Karten für. Also das ist nun wirklich heutzutage keine Wissenschaft mehr. Wichtig auch bitte zu erwähnen, dass wir hier einen starken Akku mit drin haben. Und das ist immer ärgerlich, finde ich, bei den modernen Smartphones. Gerade wenn Sie da im Internet surfen, auch bei den modernen Tablets ist es häufig nicht anders. Da geht der Akku sehr, sehr schnell in die Knie. Ja, und dann rennt man wieder durch die Gegend, sucht die nächste Steckdose. Blödsinn. Der Akku hier hält locker mal 6 Stunden Surfen im Internet ohne weiteres aus und das macht einfach richtig viel Spaß. So, jetzt gucke ich gerade mal, was ich Ihnen noch alles zeigen kann hier. Wir haben natürlich auch ein schönes App-Pack schon vorinstalliert. Wir sprechen vom Betriebssystem Android 4.1. Da sind schon mal ganz interessante Anwendungsbeispiele mit drauf. Da ist dann zum Beispiel auch YouTube mit dabei. Das ist die Internetseite, wo man diese ganzen kleinen Filmchen beispielsweise schauen kann. Ich gucke mal gerade, ob ich es Ihnen mal eben aufmachen kann. Wo haben wir sie? Na, wo ist er? Da ist er. YouTube, da haben wir ihn. Hoffe, dass ich da kein Konto einrichten muss. Ja, da kann man auch mal sehen, wie schnell das Gerät hier tatsächlich funktioniert. Rucki-zucki sind die entsprechenden Daten da, auch wenn unser Internet, unser WLAN hier heute ein bisschen spinnt. Ich hoffe, bei Ihnen funktioniert das besser. Hat nichts mit dem Gerät zu tun, hat vielmehr etwas mit dem Empfang zu tun. Trotzdem reagiert das Gerät richtig schnell und zuverlässig. Also es macht richtig Spaß. Bei dem App-Pack bin ich stehen geblieben. Da ist übrigens auch Spiegel Online mit dabei für die aktuelle Nachrichtenlage. Wenn man mal eben schauen möchte, was ist los auf der Welt, wie sieht es zum Beispiel in Syrien aus oder wie sieht es denn aktuell im Wahlkampf aus, all diese ganzen Geschichten hole ich mir in Windeseile einfach als Information auf mein großzügiges Display und bin damit immer und überall bestens informiert. Also nochmal, Sie bekommen hier nicht nur einen Tablet-Computer in einer vernünftigen Größe mit 7 Zoll, also fast 18 Zentimeter in der Diagonale. Wir sprechen von einem sogenannten SmartLED. Das heißt, wir haben eine Kombination aus einem Tablet-Computer und einem Smartphone. Das heißt, Sie können hier nicht nur in einer vernünftigen Größe Ihre Internetseiten abrufen oder auch Ihre Spielchen spielen oder Ihre beruflichen Anwendungen nutzen. Sie können das SX7 auch gleichzeitig zum Telefonieren mit sich führen und auch da haben wir eine vernünftige Größe mit dabei. Hier passt nicht nur eine SIM-Karte, hier passen sogar 2 rein für 2 separate Telefonnummern, wenn Sie das möchten. Bestellnummer hierfür ist die PX8810. Und die 569. Der Preis liegt nicht wie vom Hersteller vorgegeben bei knapp 300 €. Wir kommen Ihnen ein gutes Stück entgegen und bieten Ihnen das gute Stück für unter
170 € an für die Kombination aus Tablet und Smartphone mit allem drin und allem dran, was man für ein modernes mobiles Endgerät heutzutage braucht. Aber hier muss man eben nicht so tief in die Tasche greifen. Wir sprechen hier von einem Preis von unter 170 €. Dann gehört das Gerät Ihnen. Sie haben keinen Vertrag abgeschlossen und können damit tun und lassen, was Sie wollen. Sie werden es sehr zu schätzen wissen. Ich finde es super, dass ich mit meinem Tablet jetzt also auch telefonieren kann. Viele haben zugegriffen, gehören Sie doch dazu. Viel Spaß damit.